Der Wald rund um das Kloster Maria Eich in Planegg bei München. Eine Pilgerstätte am Rande der Großstadt. Ein spiritueller Ort, der zugleich Erholungsgebiet ist. Für Mensch und Tier. In seinem Herzstück gleicht der Klosterwald einem Urwald, unberührt und wild. Auf dichtem Raum stehen hier etliche uralte Eichen, sogenannte Methusalem-Bäume. Einen Mann gibt es, der jeden Einzelnen kennt. Richard Richter. Er ist mitverantwortlich für ihren Erhalt. Hier in der Kernzone sind es rund 50 von diesen alten Bäumen. Man schätzt sie auf 250 bis 300 Jahre. Und das ist jetzt hier schon ein komplett abgestorbenes Exemplar. Stehendes Totholz ist der beste Lebensraum für sehr, sehr viele Tierarten. Die Methusalem-Bäume sind ein einzigartiges Biotop. Wie einzigartig, das fanden Fachleute erst vor wenigen Jahren heraus, und zwar rein zufällig. Damals plante die Gemeinde Planegg ein neues Wohngebiet, unter anderem auf dem Areal des Klosterwaldes. Das hat uns dann im Bau- und Umweltamt aber doch noch mal auf den Plan gerufen, hier mal genauer drauf zu sehen. Wir haben dann diese alten Methusaleme der Naturschutzbehörde gezeigt, die völlig begeistert war. Biologen nahmen das kleine Waldgebiet unter die Lupe und machten spektakuläre Funde. In den teils schon toten Ästen und Eichenstämmen wimmelt es von Leben. Seltene Insekten bewohnen die alten Hölzer oder finden dort Nahrung. 400 Käferarten, von denen 88 vom Aussterben bedroht sind. Die Sensation waren 8 Urwaldreliktarten, Käfer, die nur noch in sehr alten, mehr oder weniger unangetasteten Waldbeständen vorkommen. Unter anderem der Eremit. Der Eremit, auch Juchtenkäfer genannt, ist unangefochtener Star im Klosterwald, der inzwischen unter Naturschutz steht. Der äußerst seltene und nur nachts aktive Käfer konnte hier vor allem dank der Augustiner-Eremiten überleben. Sie überließen den Baumbestand des Waldes mehr oder weniger sich selbst. Das konnten sie, weil dieser Wald in diesem Kernbereich forstwirtschaftlich so gut wie nicht genutzt wurde. Früher haben die Bauern ihr Vieh hier reingetrieben. Und die Weidetiere dünnten den Wald aus. So hatten die älteren Eichen mehr Licht zum Wachsen. Und ohne diese Eichen wäre hier auch kein Kloster entstanden. Der Baum, mit dem alles begann, steht bis heute in der Wallfahrtskapelle. Pater Alfred Issing fasziniert die lange Geschichte der Eiche. Denn als um 1700, also vor 300 Jahren, 2 Bauernbuben eine kleine Marienfigur in einen Hohlraum dieser Eiche gestellt haben, da war das ja schon ein ausgewachsener Baum. Und ein Ort, an dem die Menschen eine besondere Verbindung zur Mutter Gottes spürten. Wer hier betet, heißt es, wird erhört. Bis heute suchen Pilger in Maria Eich neue Kraft. Die Leute kommen immer noch in großen Scharen hierher. Sie beleben diesen Ort. Und seinen Seelengarten am Waldrand. Hier kann jeder, der vorbeikommt, ob Pilger oder Spaziergänger, auftanken bei Vogelgezwitscher, Blätterrauschen und klassischer Musik. Ein Ort der Besinnung. Wo Menschen ganz bewusst sich hinsetzen, hinlegen können und so ein bisschen lauschen können. Nach außen, aber vor allem auch nach innen. Ihre eigene Gestimmtheit wahrnehmen und so auf ihre innere Stimme hören und auch innerlich zur Ruhe kommen können. Wo sich die Natur erholen kann, so scheint es, erholt sich auch der Mensch.